Ja, ein ganz besonderer Moment war natürlich auch, dass wir beim Jubiläum darüber nachgedacht haben, wie erreichen wir denn eigentlich die Bevölkerung. Und viele kommen zu uns auf die Veranstaltung, viele kennen das Funken-Biwak am Neumarkt, aber jetzt drehen wir es doch mal rum und jetzt gehen wir doch mal in die Veedel. Und so waren wir in Rodenkirchen, in Porz, in Bickendorf und in Zollstock und haben den großen Karneval mit in die Vororte wäre ja falsch gesagt, aber in die Stadtteile genommen und dort das Programm der Stadtteile gezeigt. Und wir waren überaus überrascht, wie da auch der Karneval gefeiert wird, mit welcher Professionalität man dort auch die Gruppen sehen kann. Das Funken-Biwak ist auch etwas in den Stadtteilen, was bleiben wird. Wir werden das wahrscheinlich nicht so häufig machen wie im Jubiläumsjahr, weil es ja auch eine besondere Herausforderung an alle Funken ist, früher aufzustehen, aber wir werden es weiterführen. Und bei so vielen Veedeln in Köln gibt es eine ganze Menge zu tun, bis wir sie alle besucht haben. Aber wir freuen uns eben darauf, auch die Veedelkünstler zu erleben und mit denen dann gemeinsam den Karneval zu feiern, nach dem Motto: Wir standen zusammen für unsere Stadt und für das Kölsche Gefühl und für die Fastelovend. Ganz besondere Stimmung in Bickendorf, als ein über 80-jähriger Mann uns gestand: Jetzt mod ich so alt werde, um de Funke ins He in Bickendorf zu erleben. Nee, was war das schön? Das hat er wirklich gut gemacht. Unglaublich. Beeindruckend. Auch für uns.